Diese Folge von Conan dreht sich um Yumi und ihren Freund, oder wenn man sie genau nimmt, ihren Ex-Freund, dem Shogi-Spieler Haneda Shukichi, der ihr für eine Weile einen Umschlag gegeben hat, als sie in einem Restaurant gesessen sind, was, glaube ich, sogar dasselbe Restaurant war, in dem Ramen Shinichi waren, wo er ihr den Heiratsantrag machen wollte, und dasselbe Restaurant, wo Shinichis Eltern waren und sein Vater seiner Mutter den Heiratsantrag gemacht hat. Wo ich mir denke, ist das einzige gute Restaurant, wo die leben? Gibt es da kein anderes? Gehen Leute wirklich nur dorthin? Auf jeden Fall kommen Yumi und Sato eben gerade von dem Rest. Und sie gehen draußen herum und reden über den Umschlag. Und Sato meint, ja, das könnte doch ein Heiratsformular sein in dem Umschlag, weil Yumi soll den Umschlag nicht öffnen, bis Shukichi alle 7 gesammelt hat. Das wurde ja schon vor einigen vielen Episoden einmal erwähnt. Und als ich gehört habe, bis er alle 7 gesammelt hat, dachte ich mir zuerst Dragon Balls und dann, nein, okay, das kann nicht sein, weil das ist Selective Conan und da sammelt man keine Dragon Balls. Aber wie sich eben schon in vorherigen Episoden herausgestellt hat, geht es um die Shogi-Titel. Und jetzt hat er, also Haneda, alle 7 gesammelt, schon vor längerem. Und sie hat aber den Umschlag noch nicht geöffnet gehabt und ihm demnach auch noch nicht Bescheid geben können über ihre Antwort, weil sie den erst aufmachen wollte, wenn die beiden sich wiedersehen. Sie hat aber den Umschlag unabsichtlich weggeworfen, als sie ihn als Lesezeichen verwendet hat. Und sie wollte am Anfang noch gar nicht suchen, bis sie herausgefunden hat, dass Shogi-Spieler eine Stange Geld verdienen. Beim Müllwagen angekommen, findet sie heraus, dass die Mülltonne entsorgt wurde. Doch dann treffen sie auf die Detective Boys, wo Conan erwähnt, dass heute gar nicht dieser Müll entsorgt wird und meint, dass wahrscheinlich der Hausmeister den einfach nur eingesammelt hat und ihn ihr wahrscheinlich wieder zurückgegeben hat. Was dann auch der Fall war, als sie bei Yumis Wohnung vorbeischauen, sehen sie, dass ein Stapel voller Magazin liegt und sie geht den durch und findet aber keinen Umschlag. Und dann machen sie sich auf den Weg zum Hausmeister, der den Brief aber nicht rausrücken will und den sogar geöffnet hat. Wo ich mir auch denke, so, okay, warum öffnet er den überhaupt? Und dann ist er noch so super pingelig und stellt ihr ein extra Rätsel, damit sie den Aufenthaltsort vom Brief findet, nur weil er ein einziges Mal gegen den Freund vor 10 Jahren gespielt hat und verloren hat in dem Shogi-Spiel. Dann gibt er noch ein Rätsel auf, wie schon gesagt, um das Ganze zu lösen. Und er hat nicht lange Zeit, weil er gerade in einem Match ist und wenn er das verliert, verliert er den Shogi-Titel. Und dann ist das Heiratsformular nicht mehr gültig, weil es oben steht, er muss den Titel haben, er muss alle 7 Titel haben, damit sie heiraten können. Wird Yumi es in der nächsten Folge schaffen, mit den Detective Boys und der Hilfe von Conan den Fall zu lösen, das Rätsel zu lösen und ihren Freund heiraten zu können oder nicht? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.